In diesem Video zeige ich dir, wieso das 2020 eigentlich ein gutes Jahr war. Coronavirus. COVID-19. Juice WRLD. ...2020, du kleiner Motherfucker. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich probiere alles irgendwie positiv zu sehen. Ausser halt der Kanal von Maelo, aber das ist ein anderes Thema. Ja, einfach am Boden geschifft, Alter. Das 2020 geht langsam zu Ende. Und ich sehe überall Leute mit einer negativen Stimmung, weil das Jahr so schlecht ist. Und genau so können wir das Jahr nicht beenden. Ist doch so, oder? Wenn wir mal ehrlich sind, im Gegensatz zum 2020 ist doch jedes andere Jahr mega langweilig. Und auch wenn wir uns den Alltag wieder zurückwünschen, genießen wir alle ein bisschen den Ausnahmezustand, weil es ist ja eben ein Ausnahmezustand und nicht die Normalität. Okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Das Ganze kann man aber recht gut mit Unterricht in der Schule vergleichen. Normaler Unterricht ist in einem Klassenzimmer, ist mega normal, ist mega langweilig. Aber dann sagt der Lehrer zum Beispiel, jo, wir gehen morgen in die Stadt und lernen in der Stadt zum Beispiel Geografie. Dann wird es mega viele Leute in der Klasse geben, die sagen, schießt mich mega an, wieso gehen wir jetzt in die Stadt? Wir können es ja einfach im Klassenzimmer machen. Dann geht man in die Stadt, man macht es ist jetzt nicht mega speziell und dann kommt man am nächsten Tag wieder zurück ins Klassenzimmer. Und erst dann merkt man, und auch die Leute, die es angeschissen haben, erst dann merkt man, ist eigentlich noch mega geil gewesen, einmal draussen zu lernen und nicht wie immer im normalen Klassenzimmer. Und unser ganzer Alltag momentan findet eben nicht in dem langweiligen Klassenzimmer statt. Genau darum finde ich 2020 so ein spannendes und gutes Jahr, halt mal abgesehen davon, dass die Wirtschaft komplett am Arsch ist und Leute am Virus sterben. Ich habe für das Video noch meine YouTube-Homies und sonst ein paar Leute, die ich kenne, gefragt, könnt ihr mal ein Video machen und sagen, wieso ist 2020 für euch ein gutes Jahr gewesen? Das 2020 war ein geiles Jahr, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht immer alles hure weit zum Voraus planen muss, dass ich auch spontan etwas absagen oder abändern in meinen Plänen und mir geht es trotzdem gut. Und ich habe mich ab kleineren Sachen freuen. Wenn es mal geregnet hat am Morgen, habe ich mich hure gefreut ab dem Regen. Wenn es mal Nebel hatte, habe ich mich gefreut ab dem Nebel. Das war geil in diesem Jahr. Ja, ich sage es mal so, für uns YouTuber war es ein gutes Jahr, weil eben so viele Leute daheim waren und sich wirklich jedes extrem unlustige Video vom Adi vor allem, aber auch von mir eingezogen haben. Nein, aber jetzt mal ohne Joke. Wer natürlich am meisten Respekt verdient hat das Jahr, ist das Pflegepersonal. Was ihr das Jahr geleistet habt, ist wirklich unglaublich und hat am meisten Respekt verdient. 2020 war für mich ein gutes Jahr, weil, jetzt müsste etwas kommen wie will, ich kann mich meiner Musik widmen, ich kann hure viele Texte schreiben. Scheissdreck, ich habe genau gleich wenig gemacht wie sonst auch immer, darum sage ich es anders. 2020 war ein gutes Jahr, weil seit dem Dezember können auch gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz heiraten und das ist doch eine von wenigen Sachen, die das Jahr gut gemacht hat. Das 2020 war mit Abstand mein erfolgreichstes Jahr in sportlicher Hinsicht, aber auch Social Media -weise. In sportlicher Hinsicht mit dem Gewinn von meiner ersten X-Games Goldmedaille, was ein Kindheitstraum von mir ist seit 15 Jahren und ich habe so lange für das gearbeitet. Das hat sich extrem schön angefühlt, aber es hat auch ein paar Tiefschläge gegeben, die auch schwierig waren für mich, aber aus denen konnte ich lernen. Und jetzt freue ich mich auf das nächste Jahr. Das 2020 war für mich ein gutes Jahr wegen dem Lockdown. Das klingt vielleicht gerade für den ersten Moment mega dumm, aber ich hatte eine mega schöne Zeit. Ich konnte viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich konnte mich selber so ein bisschen kennenlernen. Ich konnte allgemein meine Arbeit einteilen von der Schule und dann dementsprechend mehr Zeit in Social Media und vor allem in YouTube investieren. Und es hat mir einfach gut getan. Ich habe es in dem Moment gebraucht und das hat mir mega gefallen. Das 2020 war darum ein geiles Jahr, weil es trotz grosser Verunsicherung eben auch eine riesige Solidarität gegeben hat. Also gerade zu dieser Zeit im Frühling, wo alle wirklich nicht gewusst haben, was genau passiert, ist man zusammengestanden, die Jungen sind für die Alten gepostet, man hat sich gegenseitig geholfen. Das habe ich eine wahnsinnig schöne Zeit gefunden. Und sonst habe ich beruflich halt sehr viel Zeit da rein verbracht, in meinem Home-Studio, habe viel produziert und bin eigentlich, obwohl ich keinen Auftritt hatte, gleich immer extrem gut beschäftigt gewesen und auch Inhalt produzieren und die Leute haben auch Freude gehabt und haben es geschaut. Darum ist 2020 zwar bei allem, was verschissen war, eben gleich auch ein gutes Jahr gewesen. Das Jahr 2020 war für mich ein gutes Jahr, weil ich den ganzen Freiraum und die Zeit sehr gut nutzen konnte, zum Wachsen in ganz vielen verschiedenen Hinsichten im Leben. Einfach eine neue Sicht aufs Leben gewinnen, gerade in so einer schwierigen Zeit. Hallo zusammen! Das Positive von mir war, dass ich viel in der Natur war, viel draussen Sport gemacht habe. Das kommt mir natürlich entgegen. Gleichzeitig habe ich nicht viel Geld für Ferien ausgegeben. Das heisst, ich habe nächstes Jahr mehr Budget. Und ich liebe Umarmungen. Das heisst,
die werde ich ab jetzt sicher mehr schätzen. Das Jahr 2020 war ein geiles Jahr. Ich wage sogar zu behaupten, das Jahr 2020 war das beste Jahr von den Jahren, wo ich schon auf dieser Welt bin. Und das aus einem ganz einfachen Grund, dass im Jahr 2020 einfach ultimativ toll war. Wie... Es ist halt einfach wirklich ein tolles Jahr gewesen. Für mich war 2020 ein gutes Jahr, weil wir im Frühling ja alle gezwungenermaßen ein bisschen entschleunigt wurden. Also plötzlich hat man Zeit für Sachen, die man eigentlich nicht gedacht hat. Also ich konnte das dann brauchen für YouTube oder für andere Sachen, die ich schon lange mal ausprobieren wollte. Und ich glaube, zu sehen, dass die Welt auch funktionieren kann, wenn alles ein bisschen langsamer geht, das war eigentlich noch eine schöne Sache. Es war wirklich unübertreffbar geil. Weil ich in diesem Jahr extrem viel lernen konnte. Lernen über mich selber, über unsere Welt, wie alles funktioniert, wie die Menschen funktionieren. Und ich glaube, nicht nur für mich war es wichtig, sondern für die ganze Welt war es ein Jahr, wo man einfach extrem viel lernen konnte. Und das vergisst man halt mega oft, immer wenn so viel Negatives passiert. Was man immer vergisst, ist, aus allem Negativen kann man etwas Positives schöpfen. Und genau das Gleiche ist auch in 2020 so. 2020 guten Job gemacht. Ich freue mich auf 2021. Danke an alle fürs Mitmachen. Leute, weil das mein letztes Video von dem Jahr ist, wollte ich nochmal Danke sagen für das übertrieben krasse Jahr für mich. Ich weiss, dass ich mega privilegiert bin mit dem Beruf, den ich mache, YouTube, TikTok, Insta. Ich bin daheim gewesen, ich habe nicht raus müssen. Beim ersten Lockdown sind alle online gewesen, also auf TikTok, auf YouTube, auf Insta. Es war so crazy gewesen, wie die Zahlen da gestiegen sind. Für mich war es mega gut gewesen. Ich weiss, dass es Leute da draussen gibt, wo es nicht so ein gutes Jahr war, wegen dem ganzen Corona-Dingsbums. Aber ey, ich wollte einfach Danke sagen für 400'000 auf TikTok, 50'000 auf YouTube, Twitch, den Podcast, den ich mit dem Can gemacht habe. Ey, ich danke euch. Ich küsse auch eure Augen zmitzt auf die Pupillen drauf, Digga. Es war für mich ein übertrieben krasses Jahr gewesen und es ist einfach ein bisschen sehr zu sagen, dass ich weiss, dass 2021 für mich einfach nicht so gut werden kann bis 2020. Bitte fragt euch doch noch einmal, was ist positiv gewesen in diesem Jahr und vor allem fragt euch, was werdet ihr im 2021 vom 2020 vermissen? Vielleicht gibt es da irgendetwas. Wir sehen uns nächstes Jahr. Peace und Blümchen. Das 2020 ist spitz, wie wenn man... Das 2020 ist spitz, wie wenn man mit jemandem Sex hat, wo man... Das 2020... Ja, das ist es. Merci für machen, dass ihr dabei seid und noch einen schönen Abend.